So Freunde, für uns geht es weiter bei Fire Emblem Engage, endlich wieder und hoffentlich auch endlich wieder mit riesigen Kämpfen, sag ich jetzt mal. Und wir in den letzten Folgen noch ein bisschen gequatscht haben darüber, was ich alles geplant habe und vielleicht sogar Offscreen machen würde, und ich habe es Offscreen getan. Man sieht ein Bandfragment, dass wir ein paar weniger haben. Ich habe allen unseren Charakteren hier bei Sigurd und Leaf Level 5 gebracht, also mindestens natürlich. Theoretisch kann man sogar sagen, nee, wir können jetzt mal alle Bandlevel anheben, aber viele fehlen ja auch noch und so. Das dann also später. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich auch schon Fähigkeiten erben von ihnen? Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Und natürlich FP fehlen. Man sieht alles eh auch schon durch. Also eigentlich Michael, geht am Kanter, geht aber nicht, also raus. Oder irgendwie was von Lüni. Wie vehement und Geschwindigkeitstief, aber ist alles so saumäßig teuer. Also eben noch hier wieder, auch bei Citrin, das gebrauchen könnte, ist auch zu teuer. Louis, der es gebrauchen könnte, ist auch zu teuer. Alfred ebenfalls ist zu teuer. Hortense hingegen, bei ihr klappt's. Also würde man sagen, bei ihr gebe ich mir jetzt mal Kanter. Gebe mal voll die Kanter, ey. Ich habe es noch zum Teil damit neuen Emblemen ausgerüstet. Dazu komme ich gleich zu sprechen. Ich wollte hier bei Lüni den Speed Dieb. Ich würde sogar sagen, eher Vehemenz wäre bei ihr noch cool. Boucheron, natürlich auch keine Punkte mehr. Ist momentan auch unnötig. Hier genauso. Ja, alle viel zu wenige Punkte. Yunaka, bald würde ich sagen, gebe ich immer einen Kanter. Sie braucht zwar die anderen Dinge, aber Kanter werden momentan ein bisschen wichtiger. Und ja, also wie gesagt, man sieht es, die sind alle zu wenige Punkte, bringt alles nichts. Dann lassen wir das mal. Stattdessen gehen wir jetzt auch auf die Embleme, die ich neu zugewiesen habe. Erstmal Mike nur Sinaf, nur weil wir hier eine Kombination haben, die bereits Level 20 als Maximum ist. Sidal und Tiki, ich glaube, bei der Kombi bleibe ich, auch wegen der Sternenkugel, weil sonst müsste ich Sidal die auch wieder irgendwie beibringen, was da gehen würde, aber wenn sie schon mal hat, die Sternenkugel, warum nicht? Citrin mit dem Sonnenring, da ist auch immer noch das alte Prinzip. Louis mit Hector, alleine schon wegen flinke Riposte. Und unternehmbar dann auch höhere Verteidigung, also Steigerungsrate für die Verteidigung, also wieder richtig tanky. Alfred und Sigurd wieder mal. Haben wir auch lange Zeit nicht mehr. Bin gespannt, wie das in der Commune so funktioniert. Auch mit Galopp und hast du alles gesehen. Könnte auch cool werden. Oder natürlich halt Edelgard-Ring. Oder Free-House-Ring besser gesagt. Als Alternative für Alfred. Hortense hat mal einen S-Ring bekommen. Ich habe leider tatsächlich keine, wo irgendwelche Effekte drauf sind. Ist ein bisschen lame. Boucheron mit Lyn. Da muss ich ganz kurz noch gucken. Wegen irgendwelchen anderen Fähigkeiten. Aber ansonsten... Bei ihm halt Vehemenz, Geschwindigkeitsdieb. Und der halt immer mehr und mehr killt, immer mehr und mehr. Und immer schneller und schneller wird. Und nachher das ganze Feld einfach nur wie ein Super Ninja einfach durchflitzt. Ivy ist auch noch mit dem S-Ring hier. Fogado und Corin. Das war eher, weil es einfach noch übrig geblieben ist vom Ganzen. Aber wird trotzdem gut funktionieren. Denke ich mir mal. Auch ein Doppelkatana und so, und sie boosten die Magiewerte, ist bei jemandem natürlich auch nicht so schlecht. Resistenz genau auch noch, also cool. Marin Erika, mal gucken, wie lange ich die beiden noch Kombination spiele. Oder ob ich Marin bald durch Yunaka ersetze. Yunaka, ja, bei ihr hätte ich eben bald mal gerne Sternkugel. Das heißt, bei ihr ein bisschen FP sparen. Das sind 1500 Punkte, das kostet, das ist halt schon übel. Diamant mit Leaf, mal etwas ganz Neues, das vor allem wegen dem Typ-Bonus hier. Weil ich kriege als Assistent Crit plus 10 im Kampf, das ist natürlich schon geil. Timira mit Ike, nichts Besonderes, und Chloe mal mit Byleth, aber auch nur wegen der Waffe hier. Nach Chloe braucht er noch ein bisschen mehr Punkte mit der Sternenkugel. Naja. Gucken wir mal, wa? So, dann gucken wir mal, was ich hier Neues ausrüsten kann. Sternenkugel bei ihm. Ist eigentlich immer geil, sagen wir eher Loch. Okay, heilendes Licht.
Statt Glück plus 4. Magie plus 2. Da kann man sich jetzt denken, was man will. Ein Glück ist immer gut. Wird sie viel mit Stäben hantieren, vermutlich eher weniger, vor allem angreifen. Louis hat aktuell nicht mehr. Hier bei, Alfred. Die Dinger bringen auch nicht. Doch, können wir eigentlich machen. Statt Speed, aber ganz ehrlich. Auch wenn er Sigo dabei hat, ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Speed dabei. Lassen wir das auch mal. Hortensia kriegt natürlich jetzt ihre neuen Fähigkeiten. Endlich mal. Du Kumpel hast KP Glück, Stärke plus 2. Man könnte dir Linie geben, aber naja. Die Dinger sind eh synchronisiert, das ist cool bei dem. In dem Falle. Das passt alles auch noch, hat hier Linie noch drin. Ja gut, kannst du belassen. Sie hat diese Sternenkugel, die würde ich halt eben ihr gerne auch mal geben. Da muss man noch warten damit. Ansonsten, ja, das sind halt Dinge, die ich damals unbedacht halt gegeben habe. Resistenz, komm. Der Rest bringt nichts. Solange es nicht mit Junaka oder so, mit Mikaia verbunden ist, kann man es alles schenken. Kühnheit braucht sie auch nicht mehr, also wieder mit Ike synchronisiert ist, aber sie hat weniger Punkte für was anderes. Obwohl. So wenig ist es nicht, was sie hat. Trotzdem muss ich halt sagen, liebe Timera, es bringt nichts, dir jetzt irgendwie was anderes zu geben, nur damit du was anderes hast. Da könnte ich ja noch irgendwie ein Verteidigungsding geben. Die Dinger treten sowieso in Kraft. Der kostet nur 200, ist jetzt nicht viel. Wäre besser als gar nichts, kann sich darüber streiten. Mehr Karpe für sie. Damit ist mehr Punkte, die es braucht. Da gebe ich hier, glaube ich, lieber der hier. Trotz allem. Aber wenn ich jetzt gerade gesagt habe, kann ich momentan nichts geben oder bringt nichts. Aber eine Fähigkeit zu nutzen, die sie halt nicht nutzen kann. Ja. Irgendwie auch, halt auch doof. Oh, nee, die Klassen wechseln noch nicht. Nee, bei ihr sowieso nicht. Hä? Also jetzt geerbt oder nicht? Achso, ich habe den Bestehenden geboostet. Achso, Entschuldigung. Und ich habe nicht mitbekommen. Ja, ich hatte schon plus 2 drauf, aber plus 3, okay. Ist ja auch scheißegal. So, das wäre gemacht, Freunde. Wir gehen mal nochmal zum zentralen Platz, wie man so schön sagt. Und gucken uns mal an, was es Neues gäbe. Genau, sagt ja auch neue Waren, also positiv erholen Stärkung. Noch mehr Elixiere, Maissiegel, 2 Ziegel. Jo, schön, schön. Kann man so machen. Ich glaube, der Typ hier hat noch nichts Neues. Ja, Donnerschwellen, so ist wirklich nichts Neues. Donnerfaust, ja, super, kann ich nicht nutzen. Meine Magiedinger sind auch zu teuer. Ja, Maidari. Upgraden die ganzen Waffen wäre eine geile Variante, wird uns aber nicht viel bringen. Die natürlich auch Geld kosten.
Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich würde gerne irgendwie ein Donnerschwert upgraden. Wie das hier zum Beispiel. Geht schon, ist aber teuer. Meine Schnitte noch ein bisschen upgraden, ne? War mal das hier. Das kostet mir gerade so viel Kohle. Der Würmtöter, naja, wenn du halt keine Würms hast, ist auch doof. Bulganone upgraden. Ja, kannst du alles machen. Wenn du cool dafür hast, hä? Bin natürlich Donnerfaust, da wird es halt richtig teuer. Ja, ja, lass ihn mal. Lass ihn mal. Was ich noch machen will, ist zum Brunnen schnell zu gehen. Bevor wir da aufbrechen. Ich würde doch, glaube ich, ein paar alte Waffen ablegen. Und hoffentlich was Cooles bekommen. Vor allem auch vielleicht ein paar Novizenbücher und so für Itemwandlungen zur Dämonenwelt. Schwierigkeit, hä? Dämonenwelt enden, okay. Extrem, natürlich. Extreme Dinosaurs. So. Waffen ablegen. So viele Silberschwerter gerade, sehe ich. Wodau, Entschuldigung. Wo dauert's denn noch? Also keine krassen Dinger hier, aber Waffen, also keine... Naja, Silbergroßlanz, sowas in der Art. Finde ich auch ein bisschen seltsam. Aber ich kann ja nur 5 Dinger mitgeben, wa? Genau, noch Arcanax mit. Ja. Oh, noch mehr Items. Ne, eben. Gut, dann machen wir uns auf für eine neue Schlacht, weil ich glaube, es bringt sonst nichts mehr noch zu verweilen. Ne, wir haben alles soweit getan, erklärt habe ich auch vieles. Dann legen wir los. Die Frage ist, wohin war? Wie bereits erwähnt, wir könnten rein theoretisch aufs offene Meer hinaus, okay, warum auch immer. Machen wir uns langsam auf zu den Gegnern oder was? Route nach Elusia. Ja, okay, zurück zum Feindeslager. Wähler fahren aber jetzt auf nach Elusia. Könnte man machen. Wir können natürlich Nebenquest noch machen. Ne? Da ist die von Erika und Ephraim. Fluss des Zwielichts, das ist die für Sigurd. Über alle Brücken. Über viele Brücken musst du gehen. Fluss des Zwielichts. Krass vom Level her, wa? Hier ist noch erfahren Level 5. Plötzlich Level 8. Dazu liegt ein Spendelevel, aber irgendwie auch nicht. Oder wir sagen uns, ja, wenn ich aber die Sidequests mache, verliere ich wieder irgendwie einen Charakter. Also verliere einen Charakter im Sinne von, dass ich ein Emblem halt verliere. Wie wäre es mit den üblichen göttlichen Kapiteln? Und ja, hier fehlen uns 3 Stück. Und es wird langsam sicher mal Zeit, dass wir uns die holen. Das war Tiki, hier war Hector, Heldenheiligtum. Also das ist Fire Emblem Heroes, das fehlt noch. Magmahöhle war Sowen, hier haben wir noch einen Charakter aus Fates. Ein Altar des Schicksals. Und den machen wir jetzt. Der erhabene Hirte. Krass, jetzt sagt er sogar. Ein weiterer Armring. Nicht einfach Emblemring, sondern Armring. Ja, also quasi ein Armreif.
く目覚めることができたか。ずいぶん長い間眠っていた気がする。こんなところで寝てると風邪ひくぞ。だなんてもう偉そうには言えないな。あなたは。自己紹介が遅れてすまない。俺はクロム。そして隣にいるのが。僕はルフレ。クロム自警団で軍師を務めているんだ。君が僕たちを呼び起こしてくれたんだね。ありがとう。私は神竜です。あなた方は二人で一つの紋章師なのですね。こうなったのも当然のことだ。俺とルフレは運命よりもずっと強い絆で結ばれているのだからな。絆ですか。かつてクロムの姉君である聖王エメリナを失った時に誓ったんだ。僕がクロムの半身となることで互いの未熟さを補おうって。それから俺たちはどんな時でも互いに支え合い、背中を預け、激しい戦いをくぐり抜けた。そして姉さんが掲げていた理想、争いのない平和な世界を実現することができたんだ。素晴らしいですね。実は私も平和のために戦っているところなんです。どうかお二人とも力を貸してはくれませんか。今この世界は。分かった。俺たちの力を貸すことにしよいいんですか。まだ説明もしていないのに。その目を見て感じたんだ。お前は信用できると。クロムは昔からそうだから気にしないで。記憶のない僕のこともすぐ信用してくれたくらいでね。ありがとうございます。だがその前にお前の覚悟を見せてもらいたい。ここで俺たちと戦って力を示してくれ。戦いに勝利するには力とそれ相応の覚悟が必要。君がそれを持ち合わせていると証明してほしい。ああ、そう堅苦しくする気はない。大丈夫だ。お前にならできる。わかりました。お相手させてもらいます。Klingt ja ganz einfach, wa? Da oben steht's ja. Wechselt Michael zur Klasse Würmgott, kannst auf dem Trainingsplatz das Wyvernreiten auswählen. Warum auch immer. Weil ich verwandle mich nicht in einen Drachen und fliege rum, sondern ich reite auf einem Wyvern. Also, naja. Aber egal. So. Chrom und Darin. Lange ist es her. Der Chrom und Robin natürlich auch zerstörbar. Ah, warte mal. Barriere unpassierbar. Ach, das ist wie in Awakening selbst. Natürlich sind die auch noch Einzel hier, ist klar. Chrome ist ein Assistent. Okay, Darin ist auch ein Assistent in Wundert. Komm mit dem scheiß Valkyren. Im Donnerschwert. Was hat er denn hier oben? Natürlich auch das Donnerschwert. Super. Forwarn. Warte mal. Werte sammeln. Natürlich. Ah, schöne Zeiten damals mit diesen Fähigkeiten, die es im Awakening gab. Das war das Spiel, wo ich schon mal erwähnt habe, dass man Fähigkeiten komplett selbst zusammenstellen konnte. Im Gegensatz zu hier, wo du nur 2 freie Slots selber auswählen kannst. Bei Awakening konntest du alle frei auswählen und kombinieren, wie du wolltest. Das war richtig, richtig geil. Und solche Wertesammeldinger gab es sehr viele dort. Sehr, sehr viel. So. Mal gucken, das sind Typen mit Dingen. Wir haben besonderen Äxten, hier haben wir Lanzen. Ja, wieder mal alles zusammen war vereint. Lass mich ran, ich muss die Kristalle alle zusammen im selben Zug platt machen, wa? 3 Kristalle. Dann mache ich das doch so, dass ich irgendwie mich quasi in der Mitte sammle. Mit schnellen Charakteren das mache, weil ich glaube, sonst bringt das nicht viel. Weil sicher Verstärkung kommt, weil ich das gemacht habe. 10 Stück dürfen mitgenommen werden. Sidal Tiki. Ja, will ich Sidal Tiki dabei haben? Eigentlich schon. Warte mal. Also wer natürlich mitkommt, ist jetzt mal Louis. Die Louis-Hector-Kombi. Dann will natürlich Boucheron und Ling noch mal ein bisschen testen. Müssen ja auch trainiert werden.
Danach mit den neuen Ringen und so, mit dem neuen Kombi machen wir mal Diamant Alfred. Die Kombi schadet auch nicht. Habe ich sehr viele fette Gegner dort, sprich eigentlich wäre Fugado mit dem Bogen sehr gut. Hat eine gewisse Schnelligkeit. Timira eigentlich auch. Chloe und Byleth. Ich meine, wenn ich die nicht dabei habe, was dann? Soll ich mal auf Hortensia und Ivy verzichten? Weil Magie wird das so oder so brauchen. Sie hat ja auch Stäbe, ist zwar nur auf C, aber gut, sie soll vor allem angreifen. Tensil hat schon den Kantor drauf, das ist eigentlich schon relativ gut. Nicht so ganz, wa? Immer silbere Probleme, ich darf nur 10 mitnehmen, ich möchte aber viel mehr dabei haben und er braucht eigentlich viel mehr. Im Kanter bei ihr die ganze Stärkung, Faktor, Pflege. Jetzt auch gerne Citri und Son noch ein bisschen geboostet, dann machen wir es mal so. Die Aufstellung selbst, ja, das geht so. Ein göttliches Kapitel und let's go! さあ、遠慮なくかかってこい。俺たちが相手だ。僕らの策を打ち破れるかい？ Ach ja, der Meisterstratege, wie Soren war. 障壁のせいであちらに行けそうにないですね。 Ich weiß es, ich weiß es. Genau. 神竜様、試しに一つ破壊してみましょう。 Vermutlich nichts. So, dann marschieren wir mal durch, wa? Wir haben hier Stahläxte, wir haben Berserker, also ein Tomahawk auch noch. Natürlich jetzt gegen eine Axt doof. Da wäre mir Sigo mit dem Schwert eigentlich lieber. Hier wäre Lanze, Lanze, Lanze. Und hier haben wir Bougeron. Mit der Stahl-Großaxt. Der schlägt natürlich zurück wie ein Weltmeister. Und Trefferquote wird aber schon gehen so. So, dann hätten wir das mal. Angreifen so kannst du ja, wa? Mal gucken, was das großartig bringt. Dann machen wir mal einen Seitenwechsel. Also warte mal, da war noch eine Verlegung. Setz das nachher ein. Dann haben wir hier ein paar. Mhm. Bin total gespannt auf die ganzen Bündnisse und so. Die Frage, soll ich hier schon die Agger auf mich ziehen?
Ja, da kommen Magier auch noch. Auf die habe ich nicht so richtig Bock drauf. Aber der Rest, jo, kann man glaube ich machen. Yes. Nein! Oh. Ein bisschen Feuer wieder mal. 選んで。 Das ist natürlich schon geil hier. Mit dem Kanter. Kann ich absolut verstehen, wieso da viele so drauf erpicht sind. So, da kommt auch wieder so ein Typi entgegen. Eine Silberlanze. Ja, mit Ei geht schon Bündnis und IT einsetzen, das wäre doof. Weil dafür steht sie nebeneinander. Der kommt ja doch schon. Hätte schwören können, kommt nur der andere. Der wurde schon niedrig, war mit 12% bei ihm. Alfred kriegt auch überhaupt nicht mehr. Was ist los, Junge? Hä? Wer kam da gerade? Okay, warum auch immer. Der Kristall ist noch gedamaged, hä? Okay, das klingt schon mal gut. Ja, jetzt muss ich halt hier ein bisschen was machen, wa? Den Freehouse-Ring habe ich auch. Also natürlich halt relativ viel jetzt da bei uns sind, die ich alle irgendwie wegbämsen muss. Was eh nicht geht, dafür sind es zu viele. Vermutlich besser erstmal nur eine Seite geholt, oder 2 Seiten, haben nicht gerade alle. Okay, nochmal ganz kurz zurück. Mach erstmal die Seite. Mann, was ist denn das immer? Verlegung gegen das Feld bewegen. Ja, okay. Das sieht schon ein bisschen besser aus, aber das heißt, wenn ich hier, dann kommt auf der Magier an, wa? Sollte ich natürlich einen Magier Gegenzug dazu schicken, natürlich keinen dabei, weil ich alle Magier abgelegt habe, was natürlich auch clever ist, gar kein Thema. Machen wir hier Fogado. Langbogen. Ne, nimm doch mal einen Silberbogen gegen die Gegner da. So, und falls da viele Typen kommen. Weil du hast ja den Rittertod. Ich überlege gerade, ob ich doch irgendwie wieder 3 anlocke. Im Rittertod kannst du hier natürlich einiges verursachen, Kumpel. Vielleicht sogar direkt Bündnis machen, Engage. Jetzt noch der scheiß Wolfball, ne? Vielleicht war das gerade auch ein Fehler.
Na, wir gucken mal. Ansonsten halt, seid ihr schon mal hier mit dabei? Wird die halt fix ausschalten. Jemand lief er für die Seite. Hier eben kommen ja hoffentlich dann nur die Magier an. Oh, war der falsche, super. Okay, warte mal, geht ja so. Dann Bougeron nochmal, dann gehst du mal nach oben. Ah, Mies hat doch ein Ding neben so einen Langbogen. Ah. Springen wir ganz kurz. Wir wissen eigentlich schon, was passiert hier. Das ist natürlich schon cool, dass ich immer kontern kann mit Hector. Also jetzt auch hier mit Auge des Sturms. Geht's nur mit dem Wolfbeil, aber mein Gott. Das war jetzt ein bisschen doof, Hector. Ja, sie kommen trotzdem. Okay, aber andererseits aber hier nur noch ein Typen, das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Wie sieht es denn hier jetzt so aus? Wenn ich jetzt hier mal sage, los, volle Kanne durchbrechen, angreifen. Das ist bei denen hier sowieso ein bisschen doof. Die Fetten loswerden, wa? Ich werde noch sowas in den Hammer mitnehmen sollen. Aber ich kann ja engagen. Genau, engage. Auch nur ein scheiß Ding. Nee, kann er machen was anderes. Das ist ein bisschen anders. Ich gehe hier hin, setze die Doppelgänger ein. Ne, dann machen wir es so. Hier Doppelgänger. Ah, warte mal, scheiße, den kann ich ihn gerne noch... Na, ich will nochmal mit ihm ziehen. Okay, ich mache Doppelgänger nachher. Wie einfach Lynns Meisterbogen noch besser ist, mein eigener, super. Okay, nur so sie dann, damit er nachher nochmal ziehen kann, hätten wir das Problem auch schon mal erledigt. Beziehungsweise er ist dann dort, setzt Doppelgänger ein, dann gehen die auf ihn los. Dann mache ich hier mit Sonnenbogen. Kurzer Prozess. Chimera und Ike. Generell auch eine schlechte Option. Können sogar überlegen, großen Ike hier einzusetzen, einfach mal zu sagen, yo, wenn ihr kommen wollt, dann kommt Digi, aber ich mache euch sowas von platt. Mit Tau macht halt hier nicht so viel Damage. Urban sieht zwar besser aus, aber nee, komm, dann mache ich lieber hier. Die gute alte Meißellanze. (138) die Kombi, das ist auch übel.
Sidal ist nachher für ihn, damit er eben da ein Ding einsetzt. Okay. Dann haben wir Yunaka. Was macht ihm den Freehouse Ring? Sieht irgendwie auch cool aus. Ja, nie mehr Fehler, aber auch nie mehr Schaden, wa? Der Haus-Kombo, das wäre mit der Byleth-Kombi eine Idee. Okay, ein macht ein bisschen Damage, das ist gar nicht mal so schlecht. Den Hammer. Also der Hammer-Baby. War nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Adrepar wäre sogar besser, aber ich kriege auch dann auf die Fresse. Was anderes, wenn ich sie irgendwie in der Nähe hätte, wa? So sogar. Ja, aber dann klappt es nicht. Wie weit kannst du eigentlich hier latschen? Das ist mit der Hauskombo so oder so ein bisschen doof, egal was ich jetzt hier treibe. Was machst du hier für eine Figur? Wollte ich eigentlich ja unten einsetzen, aber jetzt bist du schon hier. Ja, und dann hätte sie halt den Typen der Platt gemacht. Ich habe relativ wenig Magie dabei, fällt mir gerade mal so auf. Das war jetzt nicht unbedingt eine meiner besten Ideen. Das ganze Spiel leckt sowieso gerade ein bisschen bei mir, das ist auch doof. Er ist halt kein Crit da. Da ist ein bisschen doof. Natürlich bei allen hier Damage, das ist natürlich schon geil. Okay, dann machen wir sie noch doch nochmal etwas anders. Man kann Dimitri doch da oben angreifen, das behalten wir so bei. Nehmen wir zuvor hier noch ein paar Punkte ab. Das Problem ist, wenn ich jetzt Chloe Byleth da hinstelle und sie da oben hin, kann natürlich auch angreifen, aber ich kriege den Haus-Kombo Plus Bonus nicht, das ist das Problem. Ich könnte natürlich auch mit Chloe einfach sagen, hey Byleth, nochmal Tanze Göttin und so. Das wäre auch eine Option. Bündnis, ja komm. Ich habe hier genug Engage-Felder, das geht schon. 4-fach-Treffer? Alter Schwede. Nicht übertreiben, Junge, nicht übertreiben. Lass den anderen am Leben. Also nein, schon killen, aber mit Anstand. Der sieht noch cool aus, war von der Haarfarbe her und so. Diamant und Leaf. Das sind doch gute Stats. Hat mir in der Vergangenheit auch schon mal ein bisschen enttäuscht. Der Junge. Sidal. Wir können es auch anders. Man hat verschiedene Theorien, wie ich alles irgendwie anders deichseln könnte. Ist ja eigentlich nur... so ein Typ, aber eben der hält da was aus.
Die Haus-Kombo. Klar kann ich sie machen, aber sie bringt mir halt nicht viel. Dem Hammer wäre er weg. Der da oben halt nicht, hä? Ja, ich hätte ja das Donnerschwert geben sollen. Seien wir ehrlich, Freunde, ich hätte das Donnerschwert geben müssen. Sogar. Okay. Planänderung. Ah, warte mal, wenn sie nachher den sowieso killt, dann kannst du ja trotzdem hier hoch. Mal mit dem Wolfball reinhauen. Ja, der Schaden ist ja süß. Dann brauchst du die Kombo noch nicht zu machen. Die machen wir dann später. Die 32 trifft er auch noch. So, wieder weg. Dann kannst du... Ne, hier nicht, weil... ich kann nicht so viel Doppelgänger rufen. So, jetzt greift der Gegner erst einmal die dort an. Das heißt, ich kann hier theoretisch auch mal hier angreifen. Ich halt übelst auf die Fresse, aber erst mal den platt machen. Mit beide mache ich dann später, wie bereits erwähnt. Und hier. Man kann theoretisch hier durch oder irgendwie hier oder so, aber viel machen muss ich eigentlich momentan nicht. Sollen wir vor allem Doppelgänger angreifen. Und auf der natürlich jetzt ein Doppelgänger überhaupt hinkommt, wa? Ja doch, er müsste eigentlich angreifen. Eigentlich. Platziere ihn trotzdem mal hier und ihn einfach nur so. Gucken wir mal, was der Gegner macht. Break, Kill, Death. Ja, mit Doppelgängen ist so ein geiler Move von Lyn. Kann nicht anders sagen, es ist einfach cool. Vor allem ist es echt effektiv. So, Gegner schon ein bisschen angekratzt. Ja, sieht so aus, wa? Mal ganz doof gefragt, ob ich überhaupt einen Heiler dabei? Ja, ein war. Gut, muss reichen. Ja, du, ich mach das Ganze ohne Heiler. Pff, was soll der Geiz? Alfred Sigurd, die sind kurz vom Level Up, dann gönne ich mir das doch mal. Ich draußen an der Crit-Chance nicht mehr so richtig. Vor allem Geschwindigkeit ist bei ihm wirklich wichtig. Sehr gut. Dann geht es da weiter im Text. Bougeron und Luni. Stimmt, können wir mal einen Astralsturm einsetzen. Jo, und tschüss. Ciao mit V. Und Geschwindigkeitsdieb. Schon mal 28, sehr gut. Wir haben den Vierfachtreffer, der bei dem man nicht so viel bringt. Wir haben noch ganz coole Waffen.
Natürlich habe ich auch den Hammer plus 2, Brudi. こちらか。 Der Dank-Support sogar ausreicht. 待ち望んでいる。 Sehr gut. Doppelgang kann ich nicht bewegen. Das ist immer noch so. Michael will ich gar nicht agieren, aus bekannten Gründen. Timera, Ike. Ich könnte irgendwann mal einen großen IT einsetzen, mal zum gucken, was passiert. Und dann eh keine Nähe ist. Komm, was soll der Geiz? Ich wollte gerade unten angreifen, aber das ist gerade ein bisschen schlecht, wa? Na komm. Obwohl, warte mal. Ich will auch das machen, nachher müssen wir eh die Folge beenden. Ich platziere ihn mal hier hin. Achso, da hat er gekriegt was. Ah, da waren nur die Bandpunkte. Ups. Das war natürlich doof von mir. Weil das Ding eh schon voll ist. Und geschmettert. So, jetzt ist nur das Problem, er kann gar keinen anderen mehr angreifen. Er wird also einen von denen hier attackieren. Ich habe ja Maisbogen ausrüsten, natürlich auch doof. Aber den Typen hier auch noch da. Und die haben alle praktisch nichts mehr drauf. Schmecke mein Wolfbeil! Speed! Bei ihm! Das bringt's. Aber so richtig. So, jetzt kann ich mir eigentlich aussuchen, wenn ich angreifen will. Wie immer ein bisschen vormütig. Ja, komm, hau weg die Scheiße. Gut, hau weg die Scheiße, aber jetzt nicht so gemeint. Aber geht natürlich auch. Fogado. Fogado, Fogado. Fogadodo. ごめんね。 Mhm. Sehr schöne Werte, sehr schöne Werte. Dance everybody, dance everybody. Yeah, yeah, yeah. So, dann guck mal. Wir müssen eigentlich mit Timera durchbrechen, fällt mir gerade so auf. Ah, jetzt kommen die auch. Oh, jetzt kommt Verstärkung vor allem auch. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Auch hier unten mit den ganzen Stallwaffen. Ich könnte es natürlich auch theoretisch einsperren hier unten. Und sagen, jo, du kommst nicht weiter. Der Weg ist versperrt. Was in dem Sinne. Ich kann sie auch sehr schön breaken. Mache zwar nicht so viel Damage, weil Chloe halt ein bisschen hinterher hinkt. Oh, kommt mit der Silberlanze, ein bisschen Boost und dann vielleicht noch irgendwie mit Luin noch ein bisschen eine höhere Crit-Chance und so, wäre eine Option. Ja, wir haben noch Alfred und Sigurd hier unten. Natürlich wieder mal den Speed-Nachteil quasi. Der natürlich hier unten. Oh. Der müssen sich um die Beine kümmern, wa? Da kommt so ein Dude, der ist mir eigentlich relativ egal. Du könntest wunderbar die einfach wegfetzen, aber ja, was machst du nachher, wa?
Ich habe gedacht, der Silberaxt wäre eigentlich auch eine coole Kombi. Oder ich mache erst einmal Timera hier mit dem großen Eitier. Ich glaube, das ist auch eine Option. Aber sagen, yo, ihr könnt mir eh nix. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Wenn es mit dem Hammer machen will, muss ich fast, wa? Wir können auch Urban nehmen. Ja, komm, eine höhere Trefferquote. So, sollen sie da angreifen? Dann sagen wir mal ganz kurz dafür, dass ich alle anderen da wegziehe. Dann kannst du eigentlich, wenn ich wirklich die da unten einschließen will, was glaube ich eher schwierig wird, aber versuchen kann man sie mal. So, Folge 50 Minuten, das ist wieder mal lange. Keine Sorge, wir machen nur ganz kurz. Ganz kurz. Aber vielleicht das hier, damit da irgendwie nicht mehr alle drinstehen, das wäre vielleicht ganz cool. Doppelgängerbahn. Ja, das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Sagen wir so, wie es ist. Tomahawk finde ich scheiße bei dir, Kumpel. Das ist nicht das, was ich will. Dann nimmst du lieber das Silberschwert. Ja, die schon mal so gut wie weg. Warte mal, dann mach du noch mal ganz kurz einen Dance. Jo, gefällt mir auch. Zieh's wieder zurück. Nicht ganz gereicht, aber egal. Das ist auch schon mal gut. Dann sind wir da unten stehen geblieben, wa? Ja, ein bisschen Schaden macht sie halt schon. Das ist leider so. Man könnte es mal versuchen, wa? Haben Tanzgöttin nach einzusetzen, das wird kein Problem sein. Erstmal Luin mit ein bisschen Crit-Chance und er bricht auch noch. Ich sage ja, Crit-Chance. Ich gehe ein bisschen mehr auf Power bei dir, du brauchst dringend eine Sternenkugel, Kleines. So, also kann mir Louis hier unten sparen, das bringt eh nichts mehr. Ah, sind Levelpunkte, okay. In dem Fall jetzt. Jetzt brauche ich nur noch Michael und Fogado, das heißt, ich kann mit Fogado ganz kurz hin und den noch wegsemmeln. Natürlich mit dem Sonnenbogen, womit auch sonst. So, perfekt. Dann nächste Folge, wenn wir mit Michael noch einen Zug beenden oder einen Kristall direkt mal platt machen, wir nämlich auch eine Option, um zu gucken, was passiert. Und dann hier einen großen Eitier drauf. Ja eben, die werden da bei ihr kein Damage verursachen, weil 35 Verteidigung hat sie. Da kommt keiner von denen durch. Aber nicht einer kommt da durch. Dann sind die nachher nämlich weg. Dann kann ich mich um die linke Seite kümmern, plus viel auf Verstärkung. Und nachher muss ich immer gucken, was ich mache. Jo, ich glaube, nächste Runde dürfen wir ziemlich weit vorwärts kommen hier. Vielleicht schaffen wir sogar nächste Folge, dass wir hier die Runde beenden. Wer weiß. Ja, wenn dem auch sei, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Bye bye.